Nun guck dir diesen Baum an. Ist er nicht wunderschön? Ich freue mich wie ein kleines Kind. Nun guck dir diesen Baum an. Shit. Wenn sie erst alle am Tisch sitzen und die Kerzen am Tannenbaum brennt und ich komme mit dem Hirschbraten rein. Das ist nicht zu glauben. Kommen Sie schon? Nicht eine Wolke am Himmel. Im letzten Jahr waren Sie doch schon mittags hier. Da wird doch wohl nichts passiert sein. So ein Shit. Wahrscheinlich stehen Sie irgendwo im Stau. Nun guck dir diesen Baum an. Keine Schneeflocke. Weit und breit. Jakob, wie gefällt dir der Baum? Letzte Woche dachte ich, schlimmer kann es nicht mehr werden. Eugen hat uns extra den schönsten Baum rübergebracht. Sowas soll man nie denken. Jakob, sag mal, interessiert dich der Baum denn gar nicht? Oder kannst du ihn in diesem Qualm überhaupt nicht sehen? 19 Grad auf 800 Metern. Du kannst sagen, was du willst. Der Hochdruck kommt von den Autos. Nur mal ganz sinnig. Das wäre das erste Weihnachten ohne Schnee. Das hat der Hirsch auch gedacht, als ich abgedrückt habe. Er dachte wohl, das ist immer noch Schonzeit. Naja, kein Wunder. Letztes Jahr um diese Zeit war hier alles weiß. Der Schnee kommt schon noch. Shit. Und dann haben wir ja auch Lametta. Ja, erzähl das den Touristen. Was? Ihre Skier kleben auf dem Gras? Das ist doch kein Problem. Meine Frau hat Lametta. Kommen Sie immer noch nicht? Nee, Ida, Sie kommen immer noch nicht. Und nur hör auf, mich zu fragen, ob Sie immer noch nicht kommen. Wenn Sie kommen, werde ich sagen, Ida, Sie kommen. Mann, warum kommen Sie denn nicht? Was weiß ich. Vielleicht gehen Sie bei dieser Hitze lieber zum Schwimmen. Ida, wenn du dich umbringen willst, meine Erlaubnis brauchst du nicht dafür. Eugen sagt, meine Zuckerwerte sind gut. Ja, heute. Und Silvester kann ich dir 1 Liter Insulin spritzen. Wer ist der Doktor? Er oder du? Wenn die Diagnosen von deinem Bruder so gut sind wie seine Wetterprognosen, dann dämmern gute Nacht. Ach, ist er nicht wunderschön? Mhm, wunderschön. Sag bloß, du findest ihn nicht wunderschön. Doch, wunderschön. Ja, dann sag das doch mal. Jedes Jahr gebe ich mir so viel Mühe mit dem Baum und nie sagst du ein Wort. Der Baum ist wunderschön. Du hast ja gar nicht hingeguckt. Mhm, wunderschön. Ja, das ist er. Aber das Lametta in Rot ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist viel besser. Oh, Jakob, guck dir das an. Ist er nicht wunderschön? Wunderschön. Du würdest sogar dann noch wunderschön sagen, wenn ich da lila Lametta anbummeln würde. Ida, ich habe nun keine Lust, mit dir über Lametta zu diskutieren. Seit 30 Jahren gehst du mir mit deinem Lametta auf die Nerven. Lametta in Weiß, Lametta in Rot, Lametta, Lametta, Lametta. Bummel an den blöden Baum doch, was du willst. Hör auf, hier rumzubölken. Und der Baum ist nicht blöde. Jedes Jahr dasselbe. Ausgerechnet zu Weihnachten müssen wir uns streiten. Was die Kinder von uns denken. Kommen Sie schon? Ach, Ida! Freust du dich überhaupt, dass Sie kommen? Willst du die Wahrheit wissen oder willst du hören, dass ich mich freue? Jedes Jahr verdirbst du mir mit deiner Nörgelei die ganze Freude. Herrje, Ida, wenn es dich glücklich macht, ich freue mich. Und der Baum ist wunderschön. Einmal im Jahr kommt unser einziges Kind mit ihrer Familie zu Besuch und du machst ein Gesicht, als käme der Gerichtsvollzieher. Das ist nicht wahr. Nee? Ein Gerichtsvollzieher kommt ohne Familie. Und Trudi auch. Die weiß noch, was sich gehört. Trudi hat gar keine Familie und das ist traurig genug. Für wen? Aber deine Tochter hat Familie. Soll Edith Mann und Kinder Heiligabend allein zu Hause lassen? Bloß weil du deinen Schwiegersohn nicht leiden kannst? Edith hätte, weiß Gott, eine bessere Partie machen können als diesen Herbert Steinbrenner. Ha!
Das hat mein Vater bei dir auch gesagt. Dein Vater hatte Alzheimer. Er hat mich immer mit deinem Bruder verwechselt. Alle Väter glauben, ihre Tochter hätte was Besseres verdient. Und wahrscheinlich stimmt das sogar. Was willst du damit sagen? Na, wahrscheinlich hätte jeder Mensch einen besseren Ehepartner finden können. Die Frage ist bloß, wann und wo. Du weißt so gut wie ich, dass Klaus die bessere Partie für Edith gewesen wäre. Jakob, das ist 20 Jahre her. Klaus hat in der Sparkasse die Wertpapiere unter sich. Und was macht Herbert? Herbert verkauft Strümpfe. Er ist der Chef von der Textilabteilung. Von mir aus, Klaus ist der Chef vom Geld, Herbert ist der Chef von den Socken. Wenn du mich fragst, Geld ist besser. Was für dich besser ist, muss noch lange nicht für unsere Tochter besser sein. Und wenn ich nach dem Krieg nicht zum Arbeiten in die Schweiz gegangen wäre, na, von deinem Lohn als Jäger hätten wir doch gar nicht überleben können. Wie viele Nächte habe ich genäht und gestopft und gebügelt. Das waren ja auch andere Zeiten. Ja, glaubst du? Ich hätte nicht auch gern mal Urlaub gemacht. Am Meer oder eine Luxuskreuzfahrt. Mein Leben lang habe ich davon geträumt. Tja, das hat eben nie gereicht. Und ich sag dir, die Reichen sind auch nicht glücklicher. Guck dir Trudi an. Die deren arbeitet Tag und Nacht. Ihre Pension ist das ganze Jahr voller Gäste. Doch Heiligabend wäre sie einsam wie eine Kirchenmaus, wenn sie uns nicht hätte. Genauso wie ihre Mutter damals. Wer sagt denn, dass Edith mit Klaus nicht auch eine Familie hätte? Guck ihn dir an. Er hat 2 anständige Kinder, Sophie und Benedikt, mit denen er heute in einer 300 Quadratmeter Villa, die sich Seeblick nennt, das Lied Stille Nacht anstimmt. Ja, nur die Frauen am Tannenbaum, die hat den verkehrten Namen. Ach, hör doch auf, Jakob. Edith und Herbert kommen miteinander zurecht und mit den Kindern. Also, sei bitte so gut und verdirb ihnen nicht das Weihnachtsfest mit deinem Genörbel und deinen Sticheleien. Weihnachten verderben ich? Sag mal, hast du das Alzheimer von deinem Vater geerbt? Also ich kann nicht verstehen, wie man das ganze Jahr vergrämt sein kann. Auf seine kleinen Enkelkinder, bloß wegen so ein bisschen Halsbundentüch. Solange der Bengel sich nicht entschuldigt, sehe ich keinen Grund, freundlich zu sein. Oh doch, Jakob, das wirst du. Du wirst freundlich sein und sie herzlich begrüßen. Oh, danke. Ich will, dass sie sich wohlfühlen in unserem Haus. Auch wenn er mich mit einer selbstgebastelten Zigarre in die Luft sprengt? Das ist das Einzige, was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche. Und dazu singt, es knallt, der Opa stirbt nu bald. Du liebe Zeit, du hast dich ein bisschen erschrocken. Sie wollten dir bloß zeigen, wie gräsig das ist, wenn du die Bude immer voll qualmst. Das ist mein Haus. Und in meinem Haus qualm ich so viel ich will. Jakob? Versprichst du mir, dass du dir Mühe gibst? Jakob. Ja, aber nur, wenn Sie sich auch Mühe geben. Das werden sie, du wirst schon sehen. Und sie sind ja auch wieder ein Jahr älter geworden. Christine hat sogar all ihren Führerschein. Und Sebastian ist ja auch schon 15. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Ida, Sie kommen. Wie sehen sie aus? Als wären Sie nicht mit mir verwandt. Was machen sie? Na, Sie steigen aus. Sollen Sie Weihnachten im Auto feiern? Ach, Ida, da. Herbert telefoniert. Typisch. Oh, das sieht wichtig aus. Ist es aber nicht. Oh, Jakob, weißt du was? Ich lauf schon mal raus. Und du stell das Glas weg und mach das Fenster auf. Oh, Jakob, du wirst sehen, das Fest wird wieder Wunderschön. Eugen? Eugen? Ja, ich bin es. Ja, wer denn sonst? Sag mal, hast du schon aus dem Fenster geguckt? Was? Ja, das weiß ich selbst. Ob du schon aus dem Fenster geguckt hast? Ja, Eugen, er ist wunderschön, aber ehrlich gesagt, mich interessiert der Baum ein Schiedreck.
Was? Ja, das Weiße, Herrgott nochmal, das weiße Lametta. Hör zu, was machen wir denn, wenn... Ach, nun lass mich mit deinem blöden Baum zufrieden und sag mir lieber, wo bleibt dein Schnee? Sag mal, Eugen, hast du was getrunken? Ach, shit, ich muss auflegen, Ida kommt. Nein, du bleibst drüben, du weißt, du verplapperst dich immer. Und Eugen, das ist doch nicht... Eugen, lass die Finger von dem Wien, hörst du? Ach, shit. Seid ihr groß geworden? Das gibt es ja nicht. Ist das wirklich meine kleine Christine? Du bist ja eine richtige junge Dame geworden. Sie hat sogar schon richtige Möpse. Sebastian! Was denn? Habe ich durch Schlüsselloch gesehen. Und du bist wirklich Sebastian, mein kleiner Schatz. Hallo, Oma. Oh, Jakob, guck dir das an. Das sind keine Kinder mehr, das sind richtige Erwachsene. Er hat sogar schon ein paar Haare unter den Armen. Blöde Kuh. Deine Erwachsenen liegen sich immer noch in den Haaren wie kleine Kühe. Hallo, Mama. Hallo, Edith, mein Dern. Willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist. Ja. Geht's dir gut? Lass dich ansehen. Müde siehst du aus. Die Fahrt war ein bisschen anstrengend. Schuhe ausziehen. Oh, Mama. Ja, Na, dann ruht euch erstmal aus. Wollt ihr einen Tee? gerne, Mama. Ach, wie ich mich freue, dass ihr alle da seid. Nicht wahr, Jakob? Wir freuen uns. Guten Tag, das geht für alle zusammen. Ja. Ach nee, immer noch der alte Knurrhahn. Das bedeutet wenigstens, dass es dir gut geht. Wo hast du dich denn versteckt? Kann das angehen, dass du da schon wieder heimlich am Rauchen warst? Jakob, ich hab dir doch gesagt, du sollst das Fenster aufmachen. Jeder 4. Lungenkrebstote kommt vom Passivrauchen, Opa. Das schadet auch. Ja, aber nicht schnell genug. Hallo Papa, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Na, Opi. meine Süße, fröhliche Weihnachten. Hallo, Opa. Stopp, junger Mann, hast du Sprengstoff dabei? Nee, Opa. Ich will mich bei dir doch noch entschuldigen. Wie süß! Wegen der Zigarre im letzten Jahr. Fröhliche Weihnachten, Opa. Naja, von mir aus. Den Opa hat's erwischt. Wo gibst du das Dings hierher? Das ist meins. So kauft Herbert dir bloß immer nur so Mist. Keine Angst, Papa. Unverschämter Bengel. Das ist nicht gefährlich. Man kriegt nur einen Lückenschreck. Immer noch der kleine Plitsche Racker. Du darfst auch wieder die kleine Glocke bimmeln. Ach, ihr werdet sehen, das Fest wird wieder wunderschön. Ja. Guck mal, Eugen hat uns extra den schönsten Baum rübergebracht. Ist er nicht wunderschön? Ja, Mama. Wunderschön. Wunderschön, Omi. Siehst du, Jakob, so einfach ist das, wenn man bloß will. Und nun müsst ihr raten, was es zu essen gibt. Hirschbraten à la Oma. Aber natürlich, Opa hat wieder einen wunderbaren Hirsch geschossen. Mit dem ersten Schuss getroffen, Opa. So wie jedes Jahr. Genau wie dein Bruder. Aber ich krieg wieder eine Eisbombe zum Nachtisch. Bombe! Ach, Jakob, natürlich eine Eistorte, ganz für dich allein. Eisbombe. Und weil Herbert so gerne Lachs isst, ratet mal, was ich noch gekauft habe. Lachs. Richtig. Mottenkugeln hätte sie kaufen sollen. Wo ist er denn? Hier! Vielen Dank für die Hilfe, liebe Familie. Hallo, Schwiegermama. Guten Tag, mein Junge. Na, wie geht's dir? Ach, mal davon abgesehen, dass ich gerade erfahren habe, dass ich Montag arbeiten muss. Danke, wie das so ein Packesel eben geht, ne? Du arbeitest Montag. Ich dachte, wir bleiben bis Mittwoch. Ja, das tut ihr ja auch. Ich hol euch Mittwoch wieder ab. Ich kann nichts dafür, Edith. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass ihr alle da seid. Nicht wahr, Jakob? Wir freuen uns. Hallo, Jakob. Ja, ich habe schon guten Tag gesagt, als du draußen warst. Naja, von mir aus, guten Tag Nummer 2. Er kriegt sich ja gar nicht mehr ein vor Freude. Ach, er meint das gar nicht so. Er ist ein bisschen durch den Wind wegen Weihnachten. Ich bin nicht durch den Wind, ich bin geschockt, seinetwegen. Ja. Wieso, du hast doch wohl nicht... Oh ja, er hat hier. Tut mir leid, Jakob, aber das ist nicht gefährlich. Man kriegt nur einen blöden Schreck. Na, mir langt es. Ich habe einen Herzschrittmacher.
Jakob! Ja, ich lasse mich doch nicht jedes Jahr in meinem eigenen Haus von meiner eigenen Familie umbringen. Ach, ich gehe ins Schlafzimmer. Jakob, der Junge hat das doch nicht böse gemeint. Ja. Na wunderbar, vielen Dank. Los, her damit. Nein! Du sollst mir das verdammte Ding geben. Vorsicht, Papa! Ah! So, damit ist Schluss. Na, war das nun wirklich nötig? Sag du mir nicht, was bei deinen Kindern nötig ist. Siehst du, Oma, so geht das schon seit 4 Stunden. Kein Wunder bei der langen Fahrt. Ihr müsst euch erst mal ausruhen. Und Opa, der wird sich schon wieder beruhigen. Ach, wie ich mich freue, dass ihr alle da seid. Fehlt bloß noch Trudi. Ihr werdet sehen, das Fest wird wieder wunderschön, wenn ihr erst alle am Tisch sitzt und der Tannenbaum brennt und ich komme mit dem Hirschbraten rein. Oh, Hirschbraten. Das fängt ja großartig an. Was zum Teufel soll das Theater? Könnt ihr euch denn nicht einmal im Jahr zusammenreißen? Wieso? Dann würden deine Eltern bloß einen verkehrten Eindruck kriegen. Sebastian, du wirst dich jetzt sofort bei Opa entschuldigen. Was denn schon wieder? Hast du mich verstanden? Kann ich nicht Ob du fernsehen? mich verstanden hast? Ja, scheiß Weihnachten! Pass auf, was du sagst, wenn du heute Abend noch ein Geschenk haben willst, ja? Wenigstens zu Weihnachten kannst du uns mit deinen cholerischen Anfällen verschonen. Ich hab keinen cholerischen Anfall. Ja, das hört man. Genauso wie den du heute Morgen nicht hattest, als Udasch vor der Tür stand. Über dieses Thema diskutiere ich nicht mehr mit dir. Mich hätte fast der Schlag getroffen, als dieser Gangster vor mir stand. Die Sache ist gegessen und damit basta. Oh nee, die Sache ist noch lange nicht gegessen. Die Sache ist wohl gegessen. Ja, dann pass bloß auf, dass dir davon nicht schlecht wird. Sag mal, wie sprichst du da mit deinem Vater? Bleib stehen, was fällt dir ein? Edith! Ein einziges Mal im Jahr sehe ich meine Eltern. Nur für ein paar kurze Tage. Sie freuen sich so, dass wir kommen. Und ihr? Sie freuen sich. Dein Vater würde dafür bezahlen, dass wir zu Hause bleiben. Herrje, Herbert. Wie oft soll ich dir das denn noch erklären? Mein Vater ist ein bulleriger Bullerballer, der seine Gefühle nicht zeigen kann. Das bedeutet aber nicht, dass er sich tief drin nicht freut, wenn wir kommen. Komm mir nicht zu nahe. Mann, Opa, ich soll mich entschuldigen. Hast du mich verstanden? Das wird ihm aber auch nicht gerade einfach gemacht. Aber er macht uns das einfach. Sei doch mal ehrlich. Da ist noch kein Weihnachten vergangen, ohne dass er schlecht über meine Arbeit gesprochen hat. Das dauert keine 2 Gläser Rotwein und dann fängt er wieder an mit seiner Klaus, den Edith hätte haben können, Bankguru-Superman-Show. Und wenn er damit fertig ist, dann zieht er über die Manieren unserer Kinder her. Das tust du ja selber. Das sind ja auch meine Kinder. Von mir aus kann er über deine Manieren herziehen. Herbert, Ja. ich weiß, dass wir das nicht immer einfach hatten in der letzten Zeit. Und trotzdem möchte ich dich um was bitten. Das sind nicht mehr viele Jahre, die wir hierher kommen können. Eines Tages, da wird dieses Haus hier leer sein. Und dann wird uns das leid tun, dass wir die kurze Zeit durch unser dummes Streiten kaputt gemacht haben. Und darum bitte ich dich, reiß dich zusammen. Wenigstens die paar Tage. Das ist das Einzige, was ich mir von dir zu Weihnachten wünsche. Ha? Versprichst du mir das? Herbert. Ja. Aber nur, wenn er sich auch Mühe gibt. Ach, das wird er. Unterhalte dich einfach mal mit ihm. Glaub mir, er gibt sein Bestes. Haltet ihn fest! Oh Mann, Opa, bleib will doch mich mal umbringen. stehen! Nee, Papa. Er will sich doch nur bei dir entschuldigen. Ja, das ist ihm dasselbe. Er soll mich in Frieden lassen. Wieso könnt ihr mich denn nicht alle in Frieden lassen? Ist das zu viel verlangt? Wisst ihr was? Ich glaube, das Beste ist, wir packen nur erstmal unsere Koffer aus. Exzellenter Einfall. Kann ich nicht fernsehen? Nun kommt mal erstmal mit nach oben, ihr beiden. Bis gleich, Opa. Ja. Oh, du liebe Zeit. Womit hab ich das verdient? Erst
der Russlandfeldzug und nur das. Das war erst die erste Viertelstunde. Ein Wunder, wenn ich Neujahr noch erlebe. Naja, schlimmer kann's nicht mehr werden. Psst, da! Jakob, bist du allein? Eugen, willst du mich umbringen? Ja. Nee. Jakob, wir haben ein Problem. Noch eins? Ja. Die Wettervorhersage spricht von einem Hochdruckgebiet. Ach was? Einem stabilen Hochdruckgebiet. Gestern hast du doch noch gesagt, eine Kaltfront. Ich weiß, aber... Du hast klar und deutlich gesagt, eine breite Kaltfront strömt von Südwesten gegen den Harz. Ich weiß. Aber das war nicht der Harz. Das war der Thüringer Wald. Was ist denn für ein Thüringer Wald? Na, der Thüringer Wald. Im Fernsehen haben sie vom Thüringer Wald geredet. Ja, wir sind hier aber nicht im Thüringer Wald. Ich weiß. Wir sind im Harz. Genau, das ist es ja. Ich habe mich vertan. Sie haben gesagt, südliches Mittelgebirges schneit es, aber nördliches Mittelgebirges herrscht ein Hochdruckgebiet. Du hast dich vertan? Ja. Ist dir klar, wie viel Geld ich da reingesteckt habe? Mir geht's doch nicht anders. Jakob, ich habe dir klar und deutlich gesagt, das ist ein Risikogeschäft. Und wieso hast du denn im letzten Jahr 200.000 Euro damit verdient? Letztes Jahr kam das Tiefdruckgebiet von der anderen Seite. Ja, soll das heißen? Ach, nun beruhig dich doch. Ich will mich aber nicht beruhigen. Wir haben ja erst den 24. Ja, du hast gut reden. Du bist ein Junggeselle, ein Doktor, der seine Millionen verjuxen kann. Ich habe nur eine lachhafte Rente, eine Verwandtschaft, die nichts taugt und eine zuckerkranke Frau, die viele Jahre für ein Apfel und ein Ei genäht hat. Lecker. Eugen, wenn Ida das zu wissen kriegt, dass ich alles das, was wir uns zusammengespart haben, verloren habe, dann wird sie wie wild Schokolade in sich reinstopfen. Dann bin ich Witwer und du hast keine Schwester mehr. Wer sagt dir, dass nicht noch Schnee kommt? Naja, die Wettervorhersage. Wer glaubt heutzutage an die Wettervorhersage? Die ist doch ständig verkehrt. Ach, der Einzige, der hier verkehrt ist, das bist du. Thüringer Wald. Mein Gott. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was für ein Freund bist du? Zuerst schnappt er mir die Freundin weg und dann treibt er mich zu Weihnachten in den Ruin. Apropos Weihnachten. Der Baum ist wunderschön. Nun lass mich mit dem blöden Baum zufrieden. Sag mal, liegt das bei euch in der Familie? Müsst ihr in einer Tour über diesen Tannenbaum reden? Ich verliere Hunderttausende und du sappelst vom Tannenbaum. Nun reg dich ab. Das ist nicht gut für dein Herz. Ja, trink einen Schluck Wein. Ida darf das nicht rauskriegen. Und du lässt dir auch nichts anmerken, hörst du? Nee. Du weißt, du verplapperst dich immer, wenn du was getrunken hast. Ich? Ja, natürlich, du bist ja nur schon du. Ach, und heute Abend trinkst du nichts anderes als Apfelsaft. Aber heute ist doch Weihnachten, Jakob. Ja, na und? Das ist ein Tag wie jeder andere, nur schlimmer. Ich werde Weihnachten immer so melankluderig. Ja, aber nicht hier. So, du gehst nun nach Haus. Jakob. Guck dir irgendeinen kitschigen Weihnachtsfilm an und er schlaft dich aus. Ja, das sieht man dir Ach, auch an. du heiliger Strohsack, das hat mir gerade noch gefehlt. Eine Bankrotterklärung, wenn Ida mit dem Hirschbraten reinkommt. Thüringer Wald! Ja, du siehst so richtig glücklich aus. Wie alt ist er denn? 23, Oma. Und weißt du was? Jetzt sind wir schon seit 7 Monaten zusammen. Oh, das ist ja heute so wie früher 10 Jahre, nicht wahr? Ach, Oma, du bist so witzig. Du bist die Einzige, die mich versteht. Christine? Hallo, Onkel Eugen. Eugen, was machst du denn schon hier? Du liebe Zeit, das gibt es ja wohl nicht. Christine, du bist eine richtige Dame. Enchantée. Mademoiselle. Merci, Monsieur. Siehst du, Jakob, so einfach ist das, wenn man bloß will. Wenn ich ein bisschen jünger wäre und nicht verwandt mit dir, denn... Oh la 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 la. Tut mir leid, Monsieur. Ich bin schon vergeben. Edith, Herbert, kommt ihr. Der Tee ist fertig. Möchtest du auch einen? Tee? Nee. Glas Wein? Glas Wein? Hast du Eugen denn nichts angeboten? Magst du vielleicht das Wein, Eugen? Ja, gern. Na? Ich meine, nein, besser nicht. Ich komme erst zum Abendessen und trink Apfelsaft. Was machst du denn schon hier? Ich? Ja, weil... Ja, er wollte nur mal sehen, wie der Baum aussieht mit dem weißen Lametta. Genau. Und? Ida will wissen, wie der Baum aussieht.
schön, wunderschön sogar, das ist eine weiße Pracht. Na, dann warte man erst, bis das Licht aus ist und die Kerzen brennen. Ich sag dir, da vergisst du sogar, dass es heute keinen Schnee gibt. Ja, das wird ein wunderschönes Fest, auch ohne Schnee. Wolltest du nicht noch ein paar Geschenke einkaufen? Geschenke? Ja, Weihnachtsgeschenke. Ja, ich muss ja dringendst in die Stadt, wegen der Weihnachtsgeschenke. Ja, bevor die Geschäfte zumachen. Ja. Hallo, Onkel Eugen! Oh. Fröhliche Weihnachten! Herbert, fröhliche Weihnachten! Ja, ich gehe mal ein bisschen schlafen oder ins Internet, ehe der Laden dicht macht. Oder ich könnte auch vielleicht... Ja! Hat er was getrunken? Nicht, dass ich wüsste. Er trinkt zu viel. Ja, meinst du? Ja, Weihnachten ist ja immer so melanchöterig. Und wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, bei deinem Freund... Ulasch, Oma. Sein Name ist Ulasch. Er ist Türke. Ach was. Stell dir vor, sein Urgroßvater war ein echter Sultan. Ha! Ja. Und weißt du, wo wir uns kennengelernt haben? Auf dem Maskenball. Nee, Omi. Wo denn? Bei einem Verkehrsunfall. Das war so witzig. Witzig? Er ist mit seinem Wagen voll in meinen reingedonnert. Und das war witzig? Ja, Omi. Tja, da wären wir. Tja, Alle los auf der Autobahn heute. Aber schön, dass wir wieder hier sein können. ja, schön. Wie geht's dir? Deine Gesundheit? Danke, geht mir soweit gut. Gut. Und dir? Danke, das Geschäft läuft gut. Ich meine deine Gesundheit. Ach so, ja. Danke. Geht mir gut. Ja, naja. Und Idas Gesundheit ist soweit auch? Doch, ja, Ida geht es auch gut. Sie soll ein bisschen mehr auf ihren Zucker Acht geben, aber sonst... Das hört man gern. Tja, Ja. Das Wetter ist ein bisschen warm für Dezember, wa? was? Ich habe gesagt, das ist ein bisschen warm für diese Jahreszeit. Wie meinst du das? Na ja, wir haben fast 20 Grad. Na und? Tja, findest du nicht, dass das viel zu warm ist für Weihnachten? Wer sagt denn, dass das nicht noch Schnee geben wird? Die Wettervorhersage. Glaubst du denn da noch dran? Die sabbeln doch in einer Tour nur dummes Zeug. Ich sag dir, da kann heute noch 1 Meter Schnee runterkommen. Kann angehen. Eben. Ist aber unwahrscheinlich. Sie haben Hochdruckgebiet vorausgesagt. Sie haben gesagt, ein was? stabiles Hochdruckgebiet. Herbert, es tut mir leid, dass du mit unserem Wetter nicht zufrieden bist. Was? Wenn du in Zukunft deinen Winterurlaub lieber im Thüringer Wald verbringen willst, bitte. Ich hätte auch lieber 1 Meter Schnee, aber wir haben nun mal 19 Grad Celsius. Ich habe doch nur gesagt, dass das zu warm ist für Weihnachten. Ja, das weiß ich selbst. Schließlich wohne ich hier. Es ist schon seit 2 Wochen zu warm für Weihnachten. Wir müssen nicht übers Wetter sprechen, wenn du nicht machst. Nee. Bitte sehr. Was macht denn das Geschäft? Danke. Danke was? Das läuft. Dann habt ihr hier Glück gehabt mit eurer Firma. Wieso? Naja, man liest ja immer, dass es in der Textilbranche drunter und drüber geht. Die Billigländer drücken auf die Preise, obendrein wird hier sowieso weniger gekauft. Viele Firmen müssen schließen.
Und die Wirtschaftsprognosen sprechen sogar von noch schlimmeren Zeiten. Ach, die Prognosen. Weißt du, die Geschäfte laufen im Moment überall schlecht. Tatsächlich. Ich habe gehört, in anderen Branchen soll es schon wieder besser gehen. So, das hast du gehört. Ja, zum Beispiel die Finanzbranche. Die explodiert ja geradezu. Die Leute können gar nicht genug Aktien kaufen. Sag mal, guckst du denn nicht mal ins Blatt? Doch, Jakob, ich lese Zeitung. Na, dann weißt du ja, was im Moment los ist, ne? Überall schießen neue Häuser aus dem Boden. Hast du beim Herkommen unsere neue Sparkasse im Dorf gesehen? Ja, Jakob, hab ich. Ein bisschen großkotzig, findest nicht? Aber sie haben nicht nur neu gebaut, nein, sie haben auch beim Personal aufgestockt. Neue Leute eingestellt. So manch einer hat einen Bonus bekommen. Jakob, es langt! Ich bin nicht hergekommen, um wieder dieses Spiel zu spielen. Was für ein Spiel? Das Klaus Furtenbach ist der Chef der Sparkassen-Wertpapierabteilung Spiel. Hör auf damit! Ich habe keine Lust, mir jedes Jahr meine Biografie vorhalten zu lassen. Und ich habe keine Lust, mir von dir ein Wetter vorwerfen zu lassen, für das ich nichts kann. Ich hab dir das Wetter nicht vorgeworfen. Und ich habe nur gesagt, dass die Textilbranche wackelig dasteht. Das weiß ich selber. Ich arbeite ja nun mal in der Textilbranche. Dann gibst du das zu? Ja! Und wieso sagst du denn, dass es deinem Geschäft gut geht? Ich habe versucht, mit dir Konversation zu machen. Und mich damit angelogen. Ach Himmel, Gott nochmal, deine Tochter hat mich runtergeschickt, wenn du es genau wissen willst. Glaubst du ernsthaft, das würde mir Freude machen, mich mit dir zu unterhalten? Glaubst du, mir geht's anders? Hör zu, Jakob. Ich weiß, dass du mich nicht besonders leiden kannst. Ich bin nun mal nicht Klaus Furtenbach. Aber auch wenn du dich bis ins Grab ärgern wirst, dass er deine Tochter vor 20 Jahren verlassen hat. Weil du ihr ein Kind angedreht hast. Ich bin und bleib nun mal dein Schwiegersohn. Der Vater deiner Enkel und der Mann deiner Tochter. Der Mann, der von dem Wetter angefangen hat. Gut, ich hab angefangen. Können wir uns nun wieder beruhigen? Oder willst du diese Spannung den ganzen Abend aufrecht halten? Für die Spannung kann ich nichts. Dein Sohn hat mich aufgeladen. Was hältst du davon? Ich spreche nicht mehr vom Wetter und du lässt mich mit meiner Arbeit zufrieden. In Ordnung? Von mir aus. Aber du hast angefangen. Jakob! Ja, Kind, glaub mir. Ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Erzähl doch, Oma. Na, ihr beiden, habt ihr das gemütlich? Mal davon abgesehen, dass bestimmte Leute lieber in Thüringen Urlaub machen wollen, ja. Edith, Sebastian, kommt ihr? Der Tee ist fertig. Wo bleibt denn bloß Trudi? Und du wärst lieber nach Thüringen gefahren? Nee, ich habe nur gesagt, Kann ich verstehen. Die haben da ja Berge voll Schnee. Und sie sollen sogar noch mehr kriegen. Der Wetterbericht sagt, eine breite Kaltfront zieht von Westen her. Peter, kann ich eine Tasse Tee haben? Aber natürlich gern. Oma, ich möchte wirklich gerne wissen, wie das mit der Liebe bei dir war. Oh Gott, fürchterlich kompliziert. Wieso das denn? Ja, weißt du, dein Opa war ja damals noch mit Olivia verlobt. Meine beste Freundin. Der liebe Gott hab sie selig. Mit Trudis Mutter? Opa war mit Trudis Mutter zusammen? Ja, Opa war ihre große Liebe. Und andersrum genauso. Große Liebe, papalapap. Das kannst du ruhig zugeben, Jakob. Ja, und dann? Naja, weißt du, dein Opa hatte einen besten Freund, meinen Bruder. Onkel Eugen. Ja, und als Opa in den Krieg musste, da hatte Eugen auf mal bloß noch Augen für Olivia. Der geile Bock. Und Olivia, naja, weißt du, dein Opa war ja fast 6 Jahre weg. Der Krieg war schon lange vorbei. Wir haben alle gedacht, er wäre in Russland gefallen. Und als er 48 aus der Gefangenschaft zurückkam, da waren Eugen und Olivia ein Paar. Das ist ja ein Hammer. Ja, das war eine böse Sache für deinen Opa. Ja, aber ich bin da nur mit durch. Und ich hab Glück gehabt, sonst wärst du heute nicht hier. Ja, ja. Manchmal wird aus einem Unglück in deinem Leben ein Glücksfall. Manchmal aber auch nicht.
Aber was wurde aus Olivia und Eugen? Naja, Olivia kümmerte sich um ihre Pension und Eugen, der ging studieren. Und so sahen sie sich immer weniger. Und wie es so geht, die Pension war voll, Olivia war einsam und da sollte sie auf einmal Mutter werden. Aber leider war nicht Eugen der Vater, das Kind war von einem Engländer. Der nie wieder aufgetaucht ist. Und das war das Ende von Eugen und Olivia. Und sie ist das ganze Leben lang alleine geblieben? Sein Opa habe ich natürlich nicht mehr hergegeben. Und Olivia hatte ja ihr Kind, Trudi. Der arme Onkel Eugen. Ja, ich fange gleich an zu heulen. So, da sind wir. Na, dann kann Weihnachten ja anfangen. Ja. Tasse Tee? Gerne, Mama. Das ist ja voll traurig, Oma. Oh, was ist traurig? Och, nichts. Ich habe ihr ein bisschen von früher erzählt. Von Eugen und Olivia. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass es mir mal so geht. Ach, das wird es auch nicht, mein Kind. Du hast ja deinen Gulasch. Gulasch, Oma. Sie Name ist Gulasch. Ach, natürlich. Warum hast du ihn denn nicht mitgebracht? Das hätte ich gern. Sicher feiert er mit seiner eigenen Familie. Das gibt gar kein Weihnachtsfest bei den Muselmännern. Seine Familie ist in der Türkei. Och, der arme Junge muss er Weihnachten arbeiten. Arbeiten! Nee. Papa wollte nicht, dass er mitkommt. Herbert? Warum das nicht? Ich hätte mich so gefreut, wo Christine so viel von ihm erzählt hat. Hörst du? Oma hätte sich gefreut. Hat sie dir auch von seiner Bomberjacke erzählt? Aber ich bitte. Ist das denn so wichtig? Was denn für eine Bomberjacke? Na, seine. Und all die Ketten und Ringe und das ganze Gedöns. Der Kerl ist ein Gangster und dabei ist er erst 23. Gangster? Weißt du, Mama, der Junge ist einfach ein bisschen anders. Das kannst du laut sagen. Er hat auch einen Ring durch die Nase, wie so ein Bulle. Sowas heißt Piercing, Papa. Von mir aus heißt das Piercing, aber aussehen tut er wie ein Rindvieh. Du hast das Tattoo vergessen. Keine Angst, da wäre ich gleich drauf gekommen. Das was? Eine Tätowierung hat der Sultan auch. Sonnenkavenzmann auf der Brust. Stell dir vor, Oma, Ulasch hat sich meinen Namen auf sein Herz tätowiert. Aus Liebe. Ist das nicht romantisch? Auf sein Herz? Oh. Nur, dass das nicht dein Name ist. Deinen Namen schreibt man mit H. In der Türkei wird Christine eben ohne H geschrieben. Wir sind aber nicht in der Türkei und darum ist das auch bloß ein tätowierter Rechtschreibfehler. Und zwar ein Leben lang. Auf jeden Fall hat er das getan. Und dann macht dieser Gangster-Rapper auch noch Musik. Nee, verkehrt, er macht Krach. Herbert! Nee, er komponiert Krach. Er samplet Geräusche. Was macht er? Das ist irre, Oma. Ja, irre. Stell dir vor, Ulasch nimmt Geräusche aus der Natur auf und mischt die auf seinem Computer zu Musik zusammen. Aha, na das hört sich spannend an. Das ist spannend. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anhört, wenn sich eine Kettensäge rhythmisch durch Metall durchfräst? Herbert, das lernt! Nee, Ich auch nicht. Aber so klingt das. Davon kriegst du Dünnpfiff. Und das, Ida, das ist seine Arbeit. aha. Kann er davon leben? Ja, er schickt seine Musikfiles über das Internet an andere DJs auf der ganzen Welt. Und die bezahlen ihn dafür mit Cybercash. Aha, naja, Hauptsache, ihr seid glücklich. Uschi und du? Ach, Omi, ich bin ganz sicher, dass Ulasch berühmt wird. Ja, wenn er das schafft, dass seine Musik gegen Verstopfung verschrieben wird. Jetzt hör doch auf! Warum gibst du ihm keine Chance? Die Chance, mit seiner Musik eine große Kakophonie übers Land zu legen? Nee, tut mir leid, aber das ist keine Musik, das ist Schrott. Wir haben noch Musik gehört. Die Beatles, das war Musik. Das war auch keine Musik. Die haben bloß rumkrakeelt. Und was bitte nennst du Musik? Als ich jung war, da gab es Swing. Das war Musik. Dein Vater konnte Swing nicht ausstehen. Hottentottenmusik hat er die genannt. Weil er keine Ahnung hatte. Für ihn gab es nur Pankowenkapellen, alles andere war für ihn Negermusik. Gott sei Dank musste er die Beatles nicht mehr erleben. Mir ist das egal, was Musik ist und was nicht.
Ich liebe Ulasch und er liebt mich. Das ist alles, was für mich zählt. Das hast du gut gesagt, mein Kind. Und da kommt es drauf an. Ja, und darum werden wir auch heiraten. Was? Was? Nicht solange ich dein Vater bin. Ich bin 18 und ich kann mit meinem Leben tun und lassen, was ich will. Aber Kind, Müssen hast wir du das dir Thema das... denn nun ausgerechnet hier... Dein türkischer Schwerverbrecher kann von mir aus mein Auto zu Schrott fahren. Aber das Leben meiner Tochter vermasselt er nicht. Herbert, du hast mir doch zugesagt... Diese du wolltest Aufgabe doch- übernimmst du wohl lieber selber. Möchte jemand Tee? Dieser Kerl kommt mir auf jeden Fall nicht in meine Familie. Bloß über meine Leiche. Wenn du dich da mal nicht irrst. Ihr werdet sehen, wenn ihr erst alle am Tisch sitzt Was soll das heißen? und der Tannenbaum brennt. Freu dich. Du wirst nämlich Großvater, Papa. Und ich komme mit dem Hirschbraten rein. Wie schön sie alles zurechtgemacht hat. Die guten Gläser, das Tafelsilber, das böhmische Porzellan. Das böhmische Porzellan, das holt sie nur zu Weihnachten raus. Das stammt noch von ihrer Großmutter Franziska. Sie hat noch das ganze Service. Da fehlt nicht ein Teller. In 5 Monaten bin ich Großvater. Franziska Albertina Roman. Sie hat 15 Kinder großgezogen. Stell dir das mal vor. 6 davon sind gestorben. Bettelarme Leute. Aber böhmisches Porzellan. Wenigstens einmal im Jahr. Mit 44 werde ich Opa. Eines Tages wird Christine dies Porzellan gehören. Mama, kann ich Fernsehen? Sebastian, das dauert nicht mehr lange. Oh Mama, das ist so langweilig. Die haben hier noch nicht mal Internet. Großvater mit 44. Dann spiel doch noch eine Runde Poker mit Tante Trudi. Die hat mir schon mein ganzes Taschengeld abgezockt. Dein Vater und ich, wir wollen uns unterhalten. Geh nach oben zu Opa. Der stinkert alles voll. Ja, dann geh zu Oma in die Küche. Die hat mir schon 100-mal erklärt, wie ich nachher das Glöckchen läuten soll. Mama! Sebastian, bitte. Scheiß Weihnachten! Am 6. Mai. Das bedeutet, sie ist im 4. Monat. Glaubst du, wir würden noch einen Doktor finden? Was für ein Doktor. Vielleicht kann Eugen uns weiterhelfen. Nee, besser jemand, der nichts mit der Familie zu tun hat. Ich kann mich mal schlau machen. Was meinst du? Deine Tochter ist 18. Sie kann selbst über ihr Leben bestimmen. Sie will das Kind und sie wird das Kind auch kriegen. Ah, so einfach ist das für dich. Ja. Und wie soll sie mit dem Kind studieren? Kannst du mir das mal sagen? Sie hatte ihre ganze Zukunft vor sich. Ihre Noten waren bestens. Ich verstehe das nicht. Ein Kind zu haben, das bedeutet doch nicht, dass alles vorbei ist. Guck dir uns an, wir leben doch auch noch. Dass ausgerechnet du das sagst, das wundert mich. Du, die wegen der Kinder nicht studieren konnte. Edith, kannst du dir vorstellen, wie schwer das heutzutage ist, ohne gute Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden? Willst du denn, dass sie als Hausfrau endet? Danke, Herbert. Vielen Dank für das Kompliment. So siehst du mich also. Wieso muss sie denn gleich ein Kind kriegen? Wer hat sich denn geweigert, ihr die Pille zu bezahlen? Ach, meinst du, das ist richtig, wenn der Vater seiner einzigen Tochter die Pille bezahlt? Das ist ja wie eine Lizenz zum Bumsen. Herbert. Nee, das ist der Auftrag zum Bumsen. Auf jeden Fall hätte sie mit Pille kein Kind gekriegt. Das gibt ja wohl auch noch andere Mittel. Das gibt Präser, das gibt Diaphragmen, Zäpfchen, Portio, Kappen, Knaus, Ogino. Und wenn das gar nicht anders geht, dann Coitus interruptus. Wenn du mich fragst, das ist heutzutage unmöglich, ein Kind zu kriegen. Du
kennt sich ja gut aus. Schiebst du mir nur auch noch in die Schuhe, dass ich für das Dilemma verantwortlich bin? Bumsen, das dürfen Sie, aber aufpassen soll der Vater. Sonst sind diese Gören doch heutzutage so 9-mal klug. Musik übers Internet nach Kuala Lumpur schicken, das können sie. Aber wie man sich ein Gummi überzieht, das ist ihnen zu schwer. Mal ganz abgesehen von AIDS. Ich möchte nicht wissen, auf wie viel Partys dieser Macho mit anderen Frauen rumgemacht hat. Zum Sex gehören immer noch 2. Er kann ihr was gegeben haben. Ecstasy. Ach, ich muss dir ja wohl nicht erzählen, in was für Milieu das Zeug geschluckt wird. Die feiern wahre Orgien. Vielleicht ist das Kind nicht mal von ihm. Deine Tochter hatte Sex. Sie ist eine junge Frau, die mit einem jungen Mann schläft, den sie liebt. Das ist normal. Seh das ein, sie ist kein Kind mehr. Das ist sie verdammt normal. Sie ist ein Kind. Sie weiß überhaupt nichts vom Leben. Sie ist... meine Lütte Dern. Wie ein Söldepop. Sie kann doch nicht einfach. Och, Herbert. Das geht mir alles zu schnell. Gestern war sie noch ein kleines Baby und heute... Wieso kann die Welt sich nicht ein bisschen langsamer drehen? Du bist doch nicht der einzige Mensch, der so fühlt. Hm? Wir werden alle älter. Ich nicht. Was ist los? Ist was passiert? Ich habe Lärm gehört. Nee, nichts. Ist alles in Ordnung. Aha. Hier. Was ist das? Sebastians Taschengeld. Ich will nicht wegen Glücksspiel mit Minderjährigen in den Knast. Ich war gerade in der Küche. Ida ist mal wieder über sich hinausgewachsen. Der Hirschbraten Ich muss an die frische Luft. riecht wunderbar. Was ist los? Ach, nix. Nix? Herbert steckt in der Midlife-Krise. Das gibt sich wieder. Da habe ich schon 10-mal drin gesteckt. Mach dir mal keine Sorgen, solange er keine andere Frau hat. So ein Schuft. Seit wann weißt du das? Ich weiß das nicht sicher. Aber seit ein paar Wochen, da verhält er sich so komisch. Er telefoniert heimlich, er geht meinen Fragen aus dem Weg. Er ist einfach anders. Sehr zufrieden? Nee, im Gegenteil. Eigenartig. Naja, vielleicht ist sie nicht gut im Bett. Ach, Trudi. Ja, du wirst lachen. Aber Wolfgang hat immer übers ganze Gesicht gestrahlt, wenn er nach Hause kam. Der machte einen völlig zufriedenen Eindruck. Wieso? Das habe ich natürlich erst später spitz gekriegt. Herbert ist nicht wie dein Ex-Mann. Und ich will mich nicht scheiden lassen, Trudi. Ich liebe meinen Mann. Ui. Und er liebt mich. Das weiß ich. Das ist ja wohl die dickste Katastrophe, die passieren könnte. Vielleicht ist das ja auch nur so ein momentaner Zustand und das geht wieder vorbei. Hä? Ach, ich will auf jeden Fall nur, dass es aufhört. Ja, dann musst du aber auch Tacheles mit ihm reden. Und ohne Beweise wirst du das nie nicht wissen. Und er wird immer alles abstreiten. Hohe Telefonrechnungen, leere Akkus, ein Mann, der meinen Fragen aus dem Weg geht. Was für Beweise brauche ich denn noch? Oh je. Alle Männer sind Schweine. Ach. Ich habe auch immer gedacht, mir wird das mal besser gehen als meiner Mutter. Ich wollte immer, dass meine Kinder einen Vater haben. Und nun habe ich nicht mal Kinder. Wer weiß, was noch kommt. Hm? Sicher du. Da muss ja schon ein Wunder passieren, dass ich noch eine Familie kriege. No, aber du hast doch schon eine. Uns. Und wenn dir das wirklich so wichtig ist, dann leih ich dir meine. Die kannst du auch immer wieder zurückgeben. Und das ist ein Luxus, glaub mir das. Familien ohne Kündigungsrecht, die können dich ganz schön in Trab halten. Was hatten wir abgemacht, Jakob? Ja. Was hatten wir abgemacht? Ja. Ach, Berns. Na, wie geht's euch? Ist das schön, euch mal wieder zusammenzusehen? Meine kleinen Grashüpper. Genauso wie früher. Alles in Ordnung? Ja, Mama. Ist alles in Ordnung. Kann ich euch was anbieten? Fehlt euch irgendwas? Nee, uns fehlt nichts. Wir sind rundum zufrieden. Das freut mich. Wo ist Herbert?
Ach, er hat ein bisschen frische Luft nötig. Er muss sich da erst noch dran gewöhnen, dass er jetzt Opa werden soll. Aber das ist doch ganz normal. Jakob ging's genauso, als deine Christine unterwegs war. Ihr hättet ihn sehen sollen. Wie so ein Rumpelstilzchen ist er durch die Gegend geschäst. Aber der Papst. Aber als sie dann auf der Welt war, da war er ganz verrückt nach ihr. Du wirst schon sehen, Edith, das läuft sich alles zurecht. Das werden sogar ganz besonders schöne Weihnachten dies Jahr. Und weißt du auch warum? Na? Weil man Weihnachten mit nix so gut feiern kann wie mit einem Christkind. Och, Mama. Wenn wir dich nicht hätten. Mama! Ja, ich komm. Und die Mama von dem Christkind ist auch schon wach. Ich gehe gleich zu ihr rauf. Herbert, was machst du denn da draußen? Nun komm schon rein. Wir sind gleich soweit. Was ist, Trudi? Kommst du mit? Soll ich? Ja. Kümmer dich mal um deine Familie. Du kannst hier nicht immer nur die Rosinen rauspicken. Mama! Ist er nicht niedlich? Was hatten wir abgemacht, Jakob? Was hatten wir abgemacht? Hier unten darf ich nicht rauchen, oben darf ich nicht rauchen. Wo soll ich denn rauchen? Du sollst überhaupt nicht rauchen. Die Deren ist im 4. Monat. Dieser Qualm kriecht durch alle Ritzen. Herrgott nochmal, einmal im Jahr wirst du doch wohl ohne deine Zigarre auskommen. Da. Guck dir den Baum an und besinn dich auf Weihnachten. In einer Viertelstunde fangen wir an. Um Gottes Willen. Was denn nun schon wieder? Kommt der Rauch an meinen Ohren? Ich hab vergessen, den Braten zu begießen. Oh Gott. Keine Angst. Bald bin ich tot, dann könnt ihr Weihnachten feiern, wie ihr wollt. Uropa bin ich ja schon, dann kann es nicht mehr lange dauern. Glöckchen? Was machst du da? Mama hat gesagt, ich darf Fernsehen. Das war eine Fehlinformation. Aber Mama hat's erlaubt. Wer wohnt hier? Mama oder ich? Oh Mann, Opa. Nee, ich hab Nese. Und warum nicht? Weil ich mich gerade mal auf Weihnachten besinne. Hast du schon mal davon gehört, dass Weihnachten das Fest der Kinder ist? Ja, sicher. Edith, ich habe mir das überlegt. Ich werde den Jungen akzeptieren, unter der Bedingung, dass sie heiraten, bevor das Kind da ist. Edith? Hallo Gabi? Ja, ich bin das, Herbert. Ja, tut mir leid, mein Akku war leer. Ja, ich wollte bloß sagen, Montag geht klar. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Ja, gut. Wo treffen wir uns? Nö, nicht im Büro. Wie wär's mit dem Café? Ja, das ist gut. Ja, wirklich gut. Ich freue mich. Ja, bis Montag um 11. Tschüss. Die Arbeit, die Arbeit! Jakob, was machst du hier? Gediegen, das wollte ich dich gerade fragen. Du musst wieder Überstunden machen, was? Was? Ach, das? Das war nicht das, was du denkst. Na, was denke ich denn, was das war? Das war rein geschäftlich. Ah, ich nehme mal an, ein Sockendeal, das niemand rauskriegen soll, was? Ja, du und diese Gabi, ihr schmuggelt Wollsocken noch nach. Sag mal, für wie bekloppt hältst du mich? Jakob, hör zu, das ist wirklich nicht so, wie du denkst. Nee. Jetzt hörst du mir mal zu. Und für einen Moment kannst du vergessen, dass ich dein Schwiegervater bin.
Ich rede nur mit dir von Mann zu Mann. Das mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich habe auch andere Frauen gehabt. Mehr als eine. Weniger als 3. 50 Jahre sind eine lange Zeit, das kannst du mir glauben. Da laufen dir schon mal ein paar Hasen vor die Flinte, auch wenn du nicht auf der Lauer liegst. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, zu wissen, wohin du gehörst. Ich habe das immer gewusst. Ich hoffe, du weißt es auch. Natürlich weiß ich das. Aber darum geht's nicht. Doch, genau darum geht es. Denn wenn du meiner Tochter nicht mehr das Gefühl gibst, zu ihr zu gehören und trotzdem bei ihr bleibst, ich schwöre dir, Herbert Steinbrenner, dann drehe ich dir den Hals um. Ich dachte, du redest von Mann zu Mann. Nur bis zu den Hasen, alles hinterher bei dem Schwiegervater. Ich will, dass meine Tochter glücklich ist. Selbst wenn du es bist, der sie glücklich macht. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, die Sache hat sich für mich erledigt. Und du sagst Edith nix? Das hängt ganz von dir ab. Jakob! Der hat mir gerade noch gefehlt. Eugen! Was zum Teufel ist denn mit dir passiert? Wieso bloß, wieso? Du bist ja völlig durcheinander. Du hast doch wohl nicht getrunken. Eugen, guck mich an. Guck mich an. Du hast gesagt, ich soll mir einen Weihnachtsfilm angucken, du. Ja und? Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Wen? Jesus? Was hast du denn gedacht? Hast du auf ein Happy End gewartet? Aber er hat alles so lieb gehabt. Ja, darum musst du dich ja nicht gleich volllaufen lassen. Bis zum letzten Abendmahl ging alles gut. Aber als er den Wein nahm und sagte, trinkt mit mir aus diesem Kelch, da ist das über mich gekommen. Du lieber Gott. Er hat ihm auch nicht geholfen, der eigene Vater. Er hat ihn einfach ans Kreuz genagelt. Er ist ja noch nicht mal auf die Welt gekommen. Du hättest ihn mit dem Saufen gern bis Karfreitag Zeit lassen können. Heiliger Strohsack. Tut mir leid, Jakob, ich werde Weihnachten immer so melanklöterig. Ja. Aber psch, keine Bange, ich verrat nix. Psch. Von mir kriegt niemand was zu wissen. Wirst du wohl still sein? Ich kann schweigen wie ein Grab. Niemand kriegt was zu wissen. Von unserer Spekulation. Eugen! Hast du Ida was davon erzählt? Du hältst den Rand! Was erzählt? Na, dass du all dein Geld verspielt hast. Ah! Herbert, du bist ja auch da! Jakob, können wir ihm trauen? Du hast was? Ach, ich weiß gar nicht, was er meint. Du setz dich hin. Weißt du, eigentlich ist die Sache bombensicher. Wenn's am richtigen Ort Schnee gibt. Ich habe einen Haufen Geld mitverdient. Du gehst einfach zu Superklaus in die Sparkasse runter. Supermann Klaus? Und holst dir diese Optionsscheine für die Seilbahn AG. Und wenn das Schnee gibt, läuft die Seilbahn wie doll. Und wenn die Seilbahn läuft, läuft dein Gewinn noch viel doller. Und wenn es keinen Schnee gibt? Nein, 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 noch ist nichts verloren. Aber er ist verloren. Weiß der Teufel, was er da rumspinnt. Seine besten Freunde haben ihn verraten. Petrus und der andere Swinjak. Paar Gläser Wein, sentimentaler Schinken und gleich fängt er an zu fantasieren. Wegen 30 Silberlingen. Ja, er kann ja nicht mal mehr Judas und Petrus auseinanderhalten. Klaus hat dir Optionen angedreht. Ach was? Supermann Klaus. Unsinn. Der Mann, den du dir als Schwiegersohn wünschst, der ist gerade dabei, dich in den Ruin zu treiben. Das kann ich nicht glauben. Doch, Herbert. Darum warst du so gar nicht wegen dem Wetter. Auf jeden Fall wundert mich das nicht, dass es der Finanzbranche bestens geht. Bei so dösigen Kunden wie euch.
Du stehst auch auf meiner Seite, oder? Wir halten doch zusammen. Ich verrate dich ja auch nicht. Das hängt ganz von dir ab. Das wagst du nicht. Du weißt, das würde Ida nicht überleben. Und dann, du hast gerade so viel Dreck am Stecken wie ich. Wenn nicht noch mehr. Ach ja, wer hatte denn andere Frauen? Mehr als eine, weniger als 3. Du machst doch mit anderen Frauen rum. Mach ich überhaupt nicht. Wie Maria Magdalena. Ja, Eugen sagt das auch, nicht? Eugen, du hast es doch ganz genau gehört. Herbert hat was mit anderen Frauen. Du bist doch wohl ganz scharf drauf, dass alles ans Licht kommt. Nee, ich will nur sicher sein, dass wir im selben Boot sitzen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Das hat Pilatius auch gesagt. Eine Hand wäscht die andere. Und von dir will ich heute keinen Ton mehr hören. Hörst du? Nicht mal mehr von Stille Nacht, Heilige Nacht. Jakob, ich hab Olivia lieb gehabt. Ich weiß, Eugen, ich weiß. Oh, und du hast sie doch auch lieb gehabt, oder? Ja, hab ich. Wir haben sie beide lieb gehabt. Ich wollte sie dir nicht wegnehmen, bestimmt nicht. Woher sollte ich denn wissen, dass du noch lebst? Tut mir aufrichtig leid, dass ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe dir dafür ja meine Schwester überlassen. Danke, Eugen. Ja, und ihr seid doch glücklich geworden, Ida und du, oder nicht? Herrje, Eugen, ich werf dir doch gar nichts vor. Und ich bin hier der Verlierer! Warum hat sie das getan? Sie war meine große Liebe. Trudi könnte meine Tochter sein. Ach, du hast sie nun zusammen. Ida zuliebe. Sie hat sich 364 Tage lang auf diesen einen Tag gefreut. Sie hat sich diese Weihnachten verdient. Du hast recht, das hat sie. Ich werde ihr Weihnachten nicht verderben. Wo ist der Apfelsaft? Ja, das ist mein alter Freund Eugen, so wie ich ihn kenne. Ja, Schluss mit den Krokodilstränen. Von jetzt an feiern wir fröhliche Weihnachten. Ja, das ist der alte Eugen hier mit Apfelsaft zu neuer Kraft. Mit Apfelsaft zu neuer Kraft. Ja. Und was macht ihr, wenn es keinen Schnee gibt? Großartig, Herbert, ich hatte ihn fast so weit. Ich hätte dich nicht in dieses Geschäft reinziehen dürfen. Sag mal, wieso gehst du so ein Risiko ein? Ist hier langweilig geworden auf deine alten Tage? Nee. Warum denn? Ich wollte mit Ida eine Luxuskreuzfahrt machen. Langt dir das? Sie hat sich all die Jahre eine Kreuzfahrt gewünscht. Oh, das wusste ich nicht. Das sollte mein Weihnachtsgeschenk werden. Tut mir leid. Und was hast du nun vor? Mit deinem Schwiegersohn, meine ich? Na was wohl? Ich werde den Sultan akzeptieren. Das ist der beste Weg, glaub mir. Da ist sowieso nichts dran zu machen. Das heißt, so eine Kröte muss man schlucken. Ja. Nicht, dass du eine Kröte gewesen bist. Also im Nachhinein hast du deine Sache ganz ordentlich gemacht. Oh, danke. Papa. Mein kleiner Engel. Oh, Papa. Oh, meine blöde Dirn. Oh. Hast du mich noch lieb, Papa? Ach, Kind, du weißt gar nicht, wie lieb ich dich habe. Er hat sie alle lieb gehabt. Ich hab dich auch lieb. Auch wenn du manchmal ein gewaltiger Döskopf bist. Ich weiß, meine Süße, ich weiß. Bist du mir auch nicht böse, dass ich dich zum Großvater mache? Och, ich bin 44. Höchste Zeit, dass ich mich daran gewöhne, alt zu werden. Aber du bist doch nicht alt. Bloß altmodisch. Ab und zu. Was ist denn das? Strampelt da mein Enkel? Nee, da knurrt mein Magen. Ich habe einen Mordshunger. Es wird ein Kind geboren. Und ich habe einen Braten in der Röhre.
der da bloß drauf wartet, verputzt zu werden. Dann setzt euch mal alle hin. Eugen, du machst den Wein auf. Gib her, ich mach das schon. Oh, das ist lieb von dir. Jakob, du steckst die Kerzen an. Ja. Sebastian, du kommst mit mir. Ach, ihr werdet sehen, das wird wunderschön. Kann ich nicht noch Fernsehen, Oma? Aber nee, Sebastian, du musst doch die kleine Glocke bimmeln. Und sobald Sebastian gebimmelt hat, müsst ihr das Licht ausmachen, dass ich mit dem Hirschbraten reinkommen kann. Einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Omi, sie ist das größte Kind von uns allen. Hallo, Onkel Eugen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten mit dir. Hallo, Eugen. Trudi. Hoppala. Wie geht's dir denn? Lange nicht gesehen. Danke, das geht mir gut. Und dir? Ach, zu viel um die Ohren. Wieso arbeitest du denn so viel? Das steckt so in mir drin, du. Das habe ich von Mama geerbt. Olivia. Kann ich einen Schluck Wein haben? Wieso? Schmeckt dir der Apfelsaft nicht? Kann ich einen Schluck Wein haben? Natürlich, Eugen. Kannst du einen Schluck Wein haben? Ja. Prost! Prost. Na, Christine, habt ihr euch schon Namen für das Baby überlegt? Naja, wir dachten an Murat, Mehmet oder Mustafa. Mustafa. Schöner Name. Ja, so schön türkisch. Und beim Mädchen? Aische, wie die Mutter von Ulasch. Das ist doch noch ein bisschen früh für den Namen, nicht? Ich meine, da kann sich ja noch so viel ändern. Nee, einer von den Namen wird das. Ist doch schön, wenn man mit 18 schon so eine feste Meinung hat, ne? Ja, das hat sie, meine Lüde Christine, ne? Sie wollen im Frühjahr heiraten. Wieso im Frühjahr? Hast du nicht gesagt, das Kind kommt im Mai? Ja und? Ja, du wolltest doch heiraten. Aber doch nicht im Frühjahr. Aha. Aber wenn ihr sowieso heiraten wollt, wieso denn nicht gleich? Das wäre doch nur Stress. Erstmal kümmern wir uns um das Baby. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht heiraten wir auch gar nicht. Aber du hast gesagt, du willst heiraten. Ja, aber doch nur wegen dir. Was? Um dir klarzumachen, wie viel Ulasch mir bedeutet. Ja eben, wenn er dir so viel bedeutet, dann kannst du ihn doch auch heiraten. Muss ich aber nicht. Du hast es aber gesagt. Ja, wegen dir. Ja, wenn du das meinetwegen gesagt hast, dann kannst du das auch meinetwegen tun. Du hast klar und deutlich gesagt, ich will heiraten. Und da hast du gesagt, nur über meine Leiche. Lass mich aus dem Spiel. Erst heiraten wir nur über deine Leiche und dann kannst du es gar nicht abwarten, uns vom Altar zu sehen. Oder besser gesagt vom Standesamt. In der Kirche können wir sowieso nicht heiraten. Ach, dein Ulasch. Freund ist sicher kein Christ, ne? Nee, Ulasch ist Atheist. Na wunderbar, der Muselmann ist Atheist. Ja, aber das müssen Sie doch alles selbst wissen. Darum geht's nicht. Sie meint, sie kann mit mir umspringen, wie ihr das gerade in den Kram passt. Mal sagt sie heiratet, dann sagt sie heiratet nicht. Und ich bin der Handudel und soll immer mit dem Kopf nicken wie so ein Kasper. Lass Sie das doch selbst bestimmen. Wieso müssen wir denn unbedingt heiraten? Das kann ich dir sagen. Soll dein Kind vielleicht Mustafa Steinbrenner heißen? Willst du das? Oder Eiche Steinbrenner? Das ist ja lachhaft. Eine deutsche Eiche. Du kannst dein Gehör von mir aus Gulasch Gangster nennen, aber eine Eiche Steinbrenner, komm mir nicht auf! Kinders, nun beruhigt euch doch. Ist Weihnachten. Keine Sorge, Papa. Wir ziehen ganz sicher nicht zu dir. Und Ulasch kann nichts dafür, dass du ihn nicht ausstehen kannst. Das liegt nur an dir. An mir? Oh ja. Du wirst lachen, Jakob, aber ich bin kein bisschen mehr melanklöderig. Sie hat vollkommen recht. Du würdest doch keinen Schwiegersohn anerkennen. Für einen Hammer sieht alles aus wie ein Nagel. Edi! Ganz egal, ob du pleite bist. Dieser Bagage würde ich sowieso nichts vererben. Das liegt also an mir? Siehst du denn nicht, wie glücklich das Mädchen ist? Wir sind soweit. Ihr könnt das Licht ausmachen. Siehst du nicht das Leuchten in ihren Augen, wenn sie von ihm spricht? Warum macht ihr denn das Licht nicht aus? Ich wäre froh, wenn ich dasselbe sehen würde, wenn ich in den Spiegel gucke. So. Mach sofort das verdammte Licht wieder an, Papa. Ja. Herbert,
Meinst du, dass wir zusammen eine gute Ehe geführt haben? Ja, natürlich. Aber was hat das mit Christine zu tun? Und? Bist du zufrieden im Bett? Was? Mama! Edith! Ich habe dich gefragt, ob du zufrieden im Bett bist. Edith, ich glaube nicht, dass das hier der Ob du passende... im Bett zufrieden bist oder nicht, will ich wissen. Ja. Ja, ich bin zufrieden im Bett. Habt ihr das nur alle gehört? Herbert ist zufrieden im Bett. Fröhliche Weihnachten! Sollen wir das auch noch den Nachbarn erzählen? Dann hör auf, dich mit anderen Frauen abzugeben. Ich hab keine anderen Frauen! Nicht zu Weihnachten, Herbert. Nicht vor deiner ganzen Familie. Nicht, wenn Mama so mit dem Hirsch dasteht. Ich hab wirklich keine anderen Frauen. Und warum telefoniert ein Mann Mitte 40 denn in einer Tour heimlich rum? Warum zieht er sich an ganz normalen Arbeitstagen auf mal seinen allerbesten Anzug an? Und warum, Herbert, trifft er sich heimlich mit anderen Frauen? Kannst du mir das sagen? Weil er Arbeit sucht. Sie haben mich rausgeschmissen, Edith. Sie haben was? Unsere Firma ist geschluckt worden. Die neuen Besitzer wollen das Team jünger machen, wollen mehr Dynamik in den Verein bringen und alles auf Internet umstellen. Kannst du dir das vorstellen? Keiner von diesen jungen Büchsenschiedern hat auch bloß einen blassen Schimmer, was es bedeutet, sich über Jahre einen festen Kundenstamm aufzubauen. Die werden nichts verkaufen, nix. Franzen musste gehen, Kubeck auch. Wir fangen alle wieder bei Null an. Seit wann weißt du das? Ich war seit 4 Wochen nicht mehr in der Firma. 4 Wochen? Aber Ich fahre morgens in die Stadt, ich setze mich in ein Café, gucke in die Zeitung, ob da Arbeit angeboten wird. Ich telefoniere wie ein Verrückter, fahre zu einer Firma, lass mir sagen, dass ich zu alt bin für den Job, verdammel den Rest vom Tag und abends fahre ich wieder nach Hause, wo ich versuche so auszusehen, als wäre nichts passiert. Und am nächsten Morgen fahre ich wieder in die Stadt. Ja, Edith, das ist dein Mann. Du hast wirklich keine andere Frau? Natürlich nicht. Und was ist mit der Frau am Telefon? Gabi Bauer. Ich bin mit ihr zur Schule gegangen. Sie arbeitet bei Intertex im Personalbüro. Ich stelle mich Montag bei ihr vor. So weit ist das gekommen. Ich muss schon bei alten Freunden um Arbeit betteln. Du wärst wirklich besser bei Sparkassen-Klaus geblieben, Edith. wer zum Teufel glaubst du bin ich? Warum habe ich 2 Kinder mit dir großgezogen? Warum ein Haus mit dir gebaut? Warum habe ich damals zu dir gehalten, als alle gegen dich waren? Und warum sitze ich heute Abend nicht mit Klaus Furtenbach in der Villa Seeblick? Glaubst du, das alles ist Zufall? Nee, aber ich liebe dich. Du bist mein Mann. Hast du das vergessen? In guten wie in schlechten Zeiten. Vielleicht war das für dich ja nur ein Spruch, den man aufsagen musste, weil die Freundin ein Kind kriegen sollte. Aber ich habe dies Versprechen 20 Jahre lang ernst genommen. Und darum, Herbert Steinbrenner, liebe ich dich heute noch viel mehr als früher. Ich liebe dich doch auch, Edith. Du hast ja nicht mal so viel Vertrauen zu mir, dass du mir deine größten Sorgen anvertraust, deiner eigenen Frau. Ich wollte doch bloß, dass du dir keine Sorgen machst. Aber ich bin dafür da, dass ich mir um meine Familie Sorgen mache, du Tüffel. 20 Jahre habe ich für diese Firma gearbeitet. Habe alles für sie gegeben. Und was bleibt davon nach? Nix. Du hast mit dem Geld von dieser Firma ein Haus gebaut und für eine Familie gesorgt. Und bald kannst du zugucken, wie dein Enkel groß wird. Das ist nicht nix. Jobs kommen und gehen. Aber deine Familie, die kann dir niemand nehmen. Wieso heiratet so eine kluge Frau wie du bloß so ein Tüffel wie mich? Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt. So, Mama, jetzt kann Weihnachten anfangen. Ihr könnt den Hirschbraten allein essen. Aber Mama,
Warum können wir Weihnachten nicht einmal so feiern wie alle anderen Leute? Weil sich die Probleme von dieser Welt nun mal nicht lösen, wenn wir das Licht ausmachen und den Tannenbaum anstecken. Das weiß ich selber. Warum könnt ihr eure Probleme nicht einmal im Jahr für euch behalten? Meine Mutter hatte 14 Brüder und Schwestern. Von denen sind 6 gestorben, bevor sie überhaupt 10 Jahre alt wurden. Und als ob das nicht schon reichte, musste sie auch noch 2 Jungs im Krieg verlieren. Unsere Brüder. Aber ich kann mich da nicht auf besinnen, dass wir Weihnachten so ein Spektakel im Haus hatten, wie ihr das hier aufführt. Aber Mama. Ich bin noch nicht fertig, Edith. Ihr denkt bloß an euch. Ein paar Wochen habt ihr mal ein Minus auf dem Konto. Und gleich heult ihr wie die kleinen Kinder. Wir hatten immer wenig Geld. Wir waren froh, dass wir überhaupt noch am Leben waren. Ihr solltet euch was schämen. Habt ihr einmal wirklich Hunger gehabt? Jakob hatte in Russland 3 lange Jahre Hunger. Und als er aus dem Krieg nach Hause kam, da war seine Braut mit seinem besten Freund zusammen. Jammert er uns deswegen Weihnachten die Ohren voll? Nein. Er hat die Schwester von seinem Freund geheiratet. Was blieb ihm auch anderes übrig? Aber Mama. Ich bin immer noch nicht fertig. Jakob hat Olivia geholfen, die Pension aufzubauen. Als Eugen studiert hätte. Ausgerechnet ihr. Und dann bekam sie auch noch ein Kind. Sogar da hat er sie nicht fallen lassen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Tage und Nächte er da drüben bei ihr gearbeitet hat. Aber dafür ist Trudi für uns auch fast wie eine Tochter. Fast wie eine Tochter? Nee, das kann nicht sein. Ida, Das ist nicht wahr. Trudi ist deine Tochter. Ida. Oh mein Gott. Du bist mein Vater? Trudi. Du bist mein Vater? Ich habe einen Vater und eine Schwester und einen Onkel und einen Schwager und einen Neffen und eine Nichte und... Ida, ich... Hey! Hallo! Ist jemand da? Weißt du, die Haustür war offen. Ist jemand wach? Herr Steinbrenner? Herr Steinbrenner! Ulasch! Was machst du hier? Weißt du, wir müssen reden, Herr Steinbrenner. Oh. Noelin ist Kutlosur. Was?
Fröhliche Weihnachten. Ey, geiler Weihnachtsbaum. Echt wunderschön. Oh Gott, wie spät ist das? 8:30. Ulasch, wo kommst du her? Von zu Hause. Ich hatte so Sehnsucht nach Christina, also bin ich losgefahren. Die ganze Nacht. Sag mal, Herr Steinbrenner, warum schläfst du hier? Viel zu kompliziert. Oh Gott, mein Kopf. Schöne Weihnachten gehabt, ja? Wunderschöne. Günaydın. Bist du Großvater Jakob? Nee, das ist der hermelige Bock da. Hör zu, Eugen, klein wie ein Moors. Kleid dich selber, Amors. Und das sind schöne Weihnachten? Wenn du Olivia so geliebt hättest, wie du sagst, dann wärst du bei ihr geblieben. Hol das Maul, du Judas. Schlaf weiter. Ist das Weihnachtsgebrauch oder was? Ulasch, was gibt's? Wir müssen reden wegen Familie. Nicht schon wieder. In der Türkei, an Feiertagen, man muss sogar reden mit schlimmsten Feinde. Danach darfst du sie wieder umbringen. Schieß los. Ich habe das Gefühl, du meinst, ich bin nicht gut genug für deine Familie. Mach dir da mal keine Sorgen drum. Hey Mann, ich komme aus einer guten Familie, okay? Meine Urgroßonkel war der letzte Sultan von Izmir. Ich weiß. Hey, ich schwör dir, ich stamme aus einer ganz alten Dynastie der Osmanen. Soll das heißen, du hast ein türkisches Landgut? Nein, aber wir hatten ein großes Stadthaus in Istanbul. Hatten. Mein Großvater war ein Spieler. Willkommen in der Familie. Aber jetzt, meine Eltern wohnen in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Ankara. Aber das ist doch scheißegal, oder nicht? Weil ich liebe Christina. Christina, benim canım. Christina ist mein Herz. Sie ist mein Leben. Ich weiß. Und ich werde Christina heiraten. Ich weiß. Ja, weil wir werden ein Kind bekommen. Ja. Das weißt du schon? Ja, Mustafa oder Aisha. Na, nix Mustafa oder Aisha. Nun fängt das wieder an. Mein Sohn wird leben hier und soll Namen haben von hier. Soll heißen Friedrich. Oder Wilhelm. Oder Siegfried. Jakob! Schöne deutsche Namen. Ah, von mir aus auch Herbert. Na, nö, übertreibt man nicht. Hey, Christina ist ganz wild auf türkische Traditionen. Wenn ich nicht aufpasse, rennt die mir noch mit einem Kopftuch rum. Hey, rede du doch mal mit ihr, eh? Auf mich hört sie nicht. Sie ist ein Stierkopf. Hey, sie hört nie zu. Was du nicht sagst. Ich glaube, das hat sie von dir geerbt. Du hörst da auch nicht zu, was, Alter? Ulasch, alles gut. Aber nenn mich nicht Alter. Entschuldigung, ist mir so rausgeflutscht. Nenn mich Baba? Herbert. Baba, ich verspreche dir, ich werde sein deine beste Schwiegersohn von allen. Kein Kunststück, ich hef bloß die. Und Papa, ich zahle dir auch das Auto, das ich dir Schrott gefahren habe. Ja, das. Und Papa, wenn du mal Probleme hast, ich habe eine riesige Familie. Ulasch. Efendim, Baba. Ulasch. Hey, was ist, Papa? Würde es dir was ausmachen, mich die nächsten paar Tage noch Herbert zu nennen? Nur so zum Eingewöhnen. Ehrensache, Papa. Schiedernboom, willkommen in der Familie. Da schenke ich dir den Baba! Aber die bloß nicht zu früh. Hey, wo ist Christina? Erster Stock, zweite Tür rechts. Oh, ich muss dir alles erzählen. Geh ruhig rauf. Christina! Christina! Ulasch, was machst du denn hier? Der Junge hat Feuer im Hintern. Das hast du gut gemacht, Schwiegersohn. Ich will hoffen, das war richtig. Alter.
Wer weiß ja schon im Voraus. Herbert, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich war vielleicht nicht immer anständig zu dir. Bei ihm? Du entschuldigst dich bei ihm? Ja, bei ihm. Und was ist mit mir? Du hast mein Leben versaut. Oder kannst du dich da nicht mehr drauf besinnen? Du hast mir Olivia doch zuerst Kinder, hör doch auf, was soll das denn? Nicht mit Absicht. Du hättest sie mir ja zurückgeben können, als ich wieder nach Haus kam. Und du hättest sie nicht gleich ein Kind machen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass sie gleich ein Kind kriegt? Es gab nur ein einziges Mal, ich schwöre dir das. Der große Jäger, was? Ein Schuss und gleich ins Schwarze. Eugen, ich weiß, dass sie deine große Liebe war, aber sie war auch meine große Liebe. Eine, für die ich mich 6 Jahre lang ans Leben geklammert habe. Du hattest Ida. Ich war 50 Jahre lang allein. Das hängst du mir nicht an. 50 Jahre sind Zeit genug, eine andere Frau zu finden. Nach dem Krieg gab es Frauen wie Sand am Meer. Und ausgerechnet meiner Frau hast du ein Kind gemacht. Der Frau von deinem besten Freund. Guckt mal, wer zu Besuch gekommen ist. Ich weiß, der letzte Sultan von Izmir. Stell dir vor, er ist die ganze Nacht gefahren, nur um mich zu sehen. Komm, setz dich erstmal. Nimm die Mütze ab und zieh die Jacke aus. Du musst ja schwitzen wie ein Eisbär in der Südsee. Schwitzen? Der ist doch Türke. Die frieren unter 20 Grad, ne? Wieso 20 Grad? Naja, Das hat geschneit heute Nacht. Was? Nee. Doch? Das glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Bestimmt. Wenn das kalt bleibt, dann hält das noch ein paar Tage. Und da kommt noch viel mehr Schnee. Wegen Tiefdruckgebiet, weißt du? Eugen, wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind nicht pleite. Wir sind reich. Wir sind nicht pleite. Wir sind reich. Wir sind nicht pleite. Wir sind reich. Ey, krass, ey. Wie die alten Männer sich über den Schnee freuen, ey. Wie kleine Kinder. Das ändert daran nichts, dass du ein Zwiegenjagd bist. Wie kleine Kinder. Das liegt in der Familie. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Christina hat gesagt, du hast keine Arbeit wegen Internet. Ja, ist leider richtig. Tut mir leid. Aber Papa, wenn du willst, ich zeige dir das Internet. Ein paar Tage und du kannst Internet. Ey, ist nicht schwer. Nur neu. Das wäre nett. Ah, gerne, Papa. Herbert. Hey Jonas, was geht ab, Digga? Hey, du Gangster! Was geht, Lord? Yes. Hier, hab ich dir mitgebracht. Ist doch Weihnachten, oder? Oh, danke. Ja, komm, gib ein bisschen Liebe. Guten Morgen. Ich bin Trudi. Tante Trudi. Und ich bin Ulasch. Schwieger Ulasch. Oder? Ja. Fröhliche Weihnachten, Mama. Fröhliche Weihnachten, mein Junge. Mama, kann ich mein Geschenk anhören? Du kannst zuerst mal Fernsehen. Scheiß Weihnachten! Trudi! Guten Morgen, Jakob. Guten Morgen. Trudi, ich möchte, dass du weißt, Kannst du dich noch daran erinnern, als ich 18 war? ich kann mich an jedes Jahr erinnern. Mit 18 habe ich zum ersten Mal die Sommerferien nicht bei euch zugebracht. Weißt du noch wieso? Ich bin nach England gefahren, um meinen Vater zu finden. Das ganze Frühjahr habe ich gearbeitet, dass ich die Fahrt bezahlen kann, weil Mutti mir nicht das Geld geben wollte. Kein Wunder, dass ich ihn nicht finden konnte. Trudi, Du warst die ganze Zeit da. Du hattest mich, aber ich hatte dich nicht. Du hast mich aufwachsen sehen. Du warst auf meiner Hochzeit.
Du hast meine Ehe erlebt und wie sie wieder auseinanderging. Wie konntest du so lange zugucken und nichts sagen? Was hätte ich denn tun sollen? Glaubst du, für mich war es einfach? Was haben wir alles verpasst? Wir können es nachholen. All die Jahre? Nee, Jakob. Ich kann dich nicht als meinen Vater ansehen. Noch nicht. Wie geht's Ida? Sie lebt noch. Aber sie hat sicher einen viel zu hohen Zuckerspiegel. Und ich glaube auch nicht, dass sie noch viele Tränen und Flüche für dich über hat. Schläft sie? Nee, sie ist in der Küche. Was macht sie denn da? Das weiß ich nicht. Sie hat sich eingesperrt. Aber sie wird sich doch wohl nichts antun. Doch nicht heute. Nicht an Weihnachten. Ida, wie geht es dir? Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Was meinst du? Was kann ich machen? Ich hätte es dir doch nicht sagen können. Denk doch mal drüber nach. Alles wär zerbrochen. Wir hatten doch eine gute Ehe, oder? Ich war dir doch immer ein guter Mann. Naja, beinahe immer. Willst du mich nun wegen einem Fehler verdammen? Ein Fehler, den ich als junger Mann gemacht habe? Das liegt doch alles so lange zurück, Ida. Nun sag doch was. Ida, ich habe eine Kreuzfahrt für dich. Du wirst mehr brauchen als eine Kreuzfahrt. Viel mehr. Er hat unser Leben versaut. Sei still, Eugen, und setz dich hin. Was? Du sollst dich hinsetzen. Krass, ey. Feiern alle Deutschen Weihnachten so? Seien Sie still, junger Mann. Herbert, zieh die Rollos runter. Jo. Jakob, du steckst die Kerzen an. Ja. Trudi, du machst den Tisch sauber. Geht klar. Sebastian, du machst Weihnachtsmusik an. Jo. Was ist los hier? Warte auf das Glöckchen. Glöckchen? Weihnachten und Frieden für die Welt.